Jordedag. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ich denke mal, wir alle haben jetzt mittlerweile diese Niederlage von letzter Woche Samstag ein wenig hinter uns gelassen und es hoffentlich verarbeitet. Ich versuche es zumindest. Jedenfalls, wir befinden uns im Endspurt der ersten Fußball-Bundesliga, beziehungsweise im Endspurt dieser Saison. Und somit sind es nur noch 3 Spieltage, natürlich wohlgemerkt ohne Relegation. Und an diesem Spieltag haben wir tatsächlich so etwas wie ein Matchball. Wir können zumindest dafür sorgen, dass wir nicht direkt absteigen können und im besten Falle sogar den Klassenerhalt klar machen. Je nachdem, wie die anderen Spiele verlaufen. Was das für ein Gefühl ist. Für mich, wie auch für euch, darüber sprechen wir heute. Und natürlich schauen wir uns auch die aktuelle Situation vor dem Spiel an, die Ausgangslage, die Gegner und was uns in Berlin erwartet. Wenn wir mal auf Union Berlin schauen, dann ist das für mich in dieser Saison schon ein ziemliches Auf und Ab. Zwischendurch sind sie uns ein Stück enteilt und da hattest du das Gefühl, die stabilisieren sich jetzt und gehen ihren Weg, ja, und jetzt mittlerweile nur noch ein Punkt von uns entfernt. Das zeigt eigentlich ganz gut, wie unkonstant diese Saison bei Union Berlin verlaufen ist. Dazu kam jetzt auch noch der Trainerwechsel. Steffen Baumgart ist ja seit einigen Wochen weg und ich will nicht sagen, ich hätte es euch sagen können oder ich habe euch gewarnt, aber im Prinzip ist es ja so. Wisst ihr, dieser Baumgart-Hype, den man immer wieder sieht, der ist oft relativ kurzfristig. Das haben wir selber am eigenen Leib gespürt. Am Anfang funktioniert das, da kommt Energie rein, da kommt Wucht rein, aber langfristig wird es dann oft schwierig. Aber, und das ist mir heute sehr wichtig, ich will heute gar nicht groß auf Union Berlin draufgehen. Ich meine, ich habe den Mund ein bisschen zu voll genommen vor dem letzten Spiel, beziehungsweise in der Hinrunde, und wir sollten uns auf uns konzentrieren. Genau das hat René Wagner auf der Pressekonferenz heute auch gesagt. Und genau darum geht es am Ende auch. Nicht wie schlecht oder gut der Gegner ist, sondern ob wir bereit sind, diesen Schritt jetzt zu gehen. Union hat ja mit der Trainerentscheidung für Aufmerksamkeit gesorgt. Ich will mich da nicht großartig positionieren, das ist auch nicht mein Thema. Ich glaube nur, dass du dir mit so einer Entscheidung automatisch ein bisschen mehr Druck reinholst. Weil egal was passiert, du hast immer eine zusätzliche Diskussion drumherum. Genau das kann im Zweifel auch mal nach hinten losgehen, wenn der Fokus plötzlich mehr auf den Umständen liegt als auf dem Spiel selbst. Und ja, ihr wisst ja, im Abstiegskampf brauchst du eigentlich Ruhe, keine Schlagzeilen. Deswegen ist Union für mich gerade ein bisschen schwer einzuschätzen. Und das Ganze wird auch nicht einfacher, wenn wir bedenken, immer dann, wenn wir auswärts bei Union spielen, dann lief das in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, fast nie gut für uns. Zumindest nicht, seitdem sie aufgestiegen sind. Seitdem die in der Fußball-Bundesliga sind, haben wir da nicht einmal gewonnen. 4 Niederlagen, ein Unentschieden. Das ist einfach ein richtig unangenehmes Pflaster. Ja, und zur Trainerin Marie-Louise Ether selbst kann ich nur sagen, so ganz neutral, sie macht auf mich einen sehr ruhigen und besonnenen Eindruck. Wirkt insgesamt ziemlich kontrolliert in ihrer Art. Und ich glaube auch, dass sie sich bewusst um einen ruhigen Ton bemüht. Aber, und das ist mein Eindruck, sie kann auch anders. Insbesondere, wenn sie ihre Tage hat. Ja, Leute, meine Güte, ihr kennt doch meinen Humor. Kommt, übertreibt mal nicht eure Lage, nicht gleich wieder Schnappatmung bekommen. Jedenfalls, Gott, wie kaschiere ich das jetzt nur? Jedenfalls auf der Pressekonferenz äußerte sich Trainer Wagner mit folgenden Infos. Personell wird es auf jeden Fall spannend. Ragnar Ache fällt weiterhin mit einer Muskelverletzung aus bis Saisonende. Dazu fehlen weiterhin die Langzeitverletzten. Und ja, Isak Johannesson ist gelb gesperrt. Das heißt, wir werden im Kader definitiv Veränderungen sehen. Was Union Berlin betrifft, hat er es eigentlich relativ nüchtern eingeordnet. Nach so einem Trainerwechsel passiert oft gar nicht so viel auf dem Platz, sondern eher in der Ansprache. Und genau das ist auch sein Eindruck. Union versucht aktuell auf die bestehenden Stärken zu setzen, anstatt alles komplett umzukrempeln. Seine eigene Verbindung zur Union hat er auch kurz angesprochen. Er war ja bis letzten Sommer selbst dort als Co-Trainer aktiv, aber das hat er relativ schnell abgehakt und klar gesagt, Fokus liegt komplett auf uns. Er sagte auch, genau das zieht sich auch durch die gesamte Stimmung in der Mannschaft. Keine veränderte Gefühlslage, kein zusätzlicher Druck. Die Jungs bleiben ruhig und schauen auf das nächste Spiel. Ja, das heißt dann im Klartext, volle Konzentration auf eine Aufgabe, 3 Punkte holen. Nun ja, ich sag mal so, das wird natürlich jetzt sehr interessant am kommenden Wochenende. Es kann so viel passieren, es kann sich auch so viel entscheiden. Ich will nur darauf hinweisen, momentan ist es so eng in der Tabelle, nicht, dass uns und der gesamten Bundesliga ein Szenario droht wie 1999, wo sogar der Tabellenzwölfte war das zu dem Zeitpunkt Nürnberg oder Stuttgart, ich glaube, das ging bis zum 12. oder Tabellen-11. hoch, dass alle noch am letzten Spieltag hätten absteigen können. Wobei damals musste ja auch der Tabellen-16. direkt absteigen. Ich wünsche mir nicht so ein Szenario für den ersten FC Köln. Aber gut, ich schau mal kurz, wie habt ihr eigentlich getippt? Deswegen, liebe Freunde, spielen wir wieder unser Tippspiel. Geiß oder Bock? Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß
oder Bock? Der Spieltagstipp für den 1. FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Also, diese Woche haben 78 Follower abgestimmt, davon stimmen 8% für einen Heimsieg von Union Berlin, 31% auf ein Unentschieden und 62% auf einen Auswärtssieg für den 1. FC Köln. Nun ja, wie immer treten das negativere Ergebnis gegen das positivere an. In diesem Sinne, schauen wir mal, ob wir auf Sieg oder Unentschieden tippen. Wobei natürlich das Unentschieden das negativere Ergebnis ist. Deswegen Geiß oder Bock? Wie oft denn noch hintereinander? Mann, schon wieder Bock, also das negativere Ergebnis, naja, scheiße. Naja, ist ja nur ein Spielchen, muss ich jedes Mal darauf hinweisen. Also dann kommen sie wieder in den Kommentaren und sagen, wie kannst du das tippen? Ich sag jedes Mal, es ist ein Tippspiel und der eine Tipp tritt gegen den anderen an, ist aus der Community, aber da will keiner drauf hören. Alle tun immer so, als ob es mein Tipp wäre. Nein, 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 es ist der Tipp von euch und der Münze. Die ist die letzte Hürde, meine lieben Freunde. Von daher, ja, 0-0. Wer soll die Tore schießen? Das ist jetzt unser Tipp. Unser gemeinsamer Tipp ist von daher ein 0:0. Nun ja, ein Punkt soll uns mutmaßlich auch einiges bringen. Mal schauen. Vielleicht wäre es ja mal an der Zeit, endlich bei Union Berlin in der Bundesliga zu gewinnen. Wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Ja, das wäre es dann erstmal. Wir sehen uns wieder zu Reaction, die ich gegebenenfalls erst drehen werde, nachdem der ganze Spieltag durch ist. Denn wir wissen ja nicht, vielleicht haben wir einen Klassenerhalt zu bejubeln. Kann ja sein, kann aber auch nicht sein. Ne? Je nachdem. Abgesehen davon, ich muss am Wochenende arbeiten. Von daher, der Timeslot, der ist jetzt auch nicht gerade optimal. Das wäre es dann erstmal und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.